Japanische Bekleidungshersteller sind Teil eines wachsenden internationalen Trends, Baumwolle aus der westlichen autonomen Region Xinjiang der Uiguren zu meiden, da in der Region, die einige der hochwertigsten Baumwolle der Welt produziert, Berichte über Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen zunehmen. Im südchinesischen Meer kam es erneut zu einem Zwischenfall zwischen der chinesischen und philippinischen Marine. Die Regierung in Manila warf der chinesischen Küstenwache vor, 2 philippinische Versorgungsschiffe blockiert und mit Wasserkanonen beschossen zu haben. Die Schiffe waren auf dem Weg zu Truppen in der Nähe der Second Thomas-Untiefe. Diese wird von den Philippinen beansprucht und von Marinesoldaten an Bord eines auf Grund gelaufenen Kriegsschiffes bewacht. Investoren wenden sich aufgrund der Panik, die der Druck Chinas auf die Technologiebranche auslöst, nach Indien. Behördliche Beschränkungen, die enorme Verluste bei den Aktien von Unternehmen wie dem chinesischen Technologieriesen Alibaba und dem Social-Media-Riesen Tencent verursachen, verlagern ihre Investitionen im Ausstieg des digitalen Zeitalters von China nach Indien. Nach den Nachrichten, dass sich die Kyoto-Agentur auf staatliche Mittel stützt, wird Japan im Rahmen des neuen fiskalischen Konjunkturpakets Ressourcen bereitstellen, um die wirtschaftliche Sicherheit zu erhöhen. Die Regierung wird einen Finanzfonds mit einem Volumen von 500 Milliarden Yen, 4,4 Milliarden US-Dollar einrichten, um die Herausforderung der wirtschaftlichen Sicherheit langfristig zu bewältigen. Xi Jinping sagte, China und der ASEAN hätten in den vergangenen 30 Jahren seit der Aufnahme ihrer Dialogbeziehung eine außergewöhnliche Reise hinter sich. Diese 30 Jahre seien sowohl eine Zeit zunehmender wirtschaftlicher Globalisierung und einer tiefgreifenden Entwicklung der internationalen Landschaft gewesen, als auch eine Zeit, in der China und der ASEAN die Chancen der Zeit ergriffen und eine sprunghafte Entwicklung ihrer Beziehung erreicht hätten. Seit Tagen und Nächten harren tausende Migranten fast ohne Versorgung in Belarus an der EU-Grenze zu Polen in der Kälte aus. Erstmals durften Flüchtlingshelfer sie besuchen und warnen nun vor Todesfällen. Sedat Peker, der verdächtigt wird, Führer innerhalb der organisierten Kriminalität zu sein, schrieb bei Twitter, dass manche ihn dafür kritisieren, dass er gesagt habe, dass wir Türken unsere uigurischen Blutsbrüder wegen Geld an China verkauft haben. Diese Kritiker erinnert er an die Internierungs- und Umerziehungslager in China für Uiguren.